Wie lange wird es wohl noch dauern, bis wir Ciri gefunden haben? Naja, ich denke mal, es hängt ein bisschen davon ab, wie schnell ich hier unterwegs bin. Vor allem auch, ja, natürlich mal abgesehen davon, was man alles schmieden kann, gehen wir zum Wegalter. Natürlich auch, wie schnell ich auch mit dem Quest noch so unterwegs bin. In diesem Sinne, ja, habe ich schon überlegt, ob ich hier noch eine Rüstung anfertigen soll, aber ich glaube, das sparen wir uns auch, wir sind wirklich nach Ciri suchen. Also sprich, ein bisschen aufs Gellige fertig sind und dann weitermachen. Jetzt erstmal, ich habe offscreen, wie gesagt, noch ein bisschen verkaufen, so, wir haben jetzt ein bisschen Kohle, sehr schön. Eigentlich nichts Besonderes, was ich verkauft habe, die Tränke hergestellt haben wir ja schon gemeinsam im letzten Part, das ist also soweit auch gut. Wir können mal die Quest-Gegenstände hier mal verkaufen, aber mal ablegen vielleicht, wa? Egal, momentan geht's noch. Ansonsten, jo, wir sind gut ausgerüstet, wie gesagt, vielleicht mal hier und da eine Rüstung, noch eine bessere, alles auf leicht und so. Dann vielleicht eine neue Hose. Ich denke, Stiefel und Handschuhe sind ganz gut und dann, ja. Jetzt erstmal zurück nach Skellige. Denn wir haben doch noch einiges zu tun. An Schnauze da! Wenn ich mal zutexten wollen, unglaublich. So, nehmen wir ja ganz weit hier drüben irgendwo. Genau hier oben. Da war ich auch schon, also Svorlak. Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Ich würde was darum gehen, wenn man diese Sequenzen überspringen könnte. Ich meine, jetzt geht sie noch, aber es gab ja schon andere Sequenzen, die waren sehr, sehr viel länger. Und dass sobald mal einen Orden zu wechseln, zu der Szene kommt, also hallo, das ist ein bisschen übertrieben. Und unnötig, aber egal. Vagabund, hallo? Komm hier an, zu Vagabund. Vagabund, du mich auch. So, vielleicht hier noch kurz schmieden. Kann ich hier noch... Natürlich kann ich hier noch, dankeschön. Willst du reden? Was bringt dich her? Ich möchte etwas anfertigen lassen. Nur mal so, damit wir das wissen, was ein Handwerker ist der. Das ist wieder für die Schwerter, war. Die Stufe des Handwerkers ist so niedrig, verdammter Mist, aber sonst nichts Gescheites. Das wäre eventuell noch etwas, die Stahlwaffe. Wobei wir benötigen Stufe 21, ja, Waffengeschmied müsste der Geselle sein, nicht mehr Anfänger. Wie konnte man die schon noch erhöhen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ging... Ja, verdammt, ist mit auf der Zunge. Wie ging das schon wieder? Für die Stufe eines Waffenschmieds auf mehr kaufen und herstellen, war? Lernt er selbst eigentlich dabei. Wäre eigentlich logisch. Der muss noch nichts mehr schon gemacht. Ja, ja, gut, dann legen wir los, war. Leb wohl. Besonders Schwert hat er jetzt auch nicht. Naja. Du bist nicht aus Nilfgaard, oder? Nö, nicht ganz. Aber fast. Ich hätte einen Festländer heiraten. Wo gehe ich jetzt dorthin? Anschlagbrett, ja schön. Wie lange war entlang? Knapp 100 Fuß noch. Das können wir zu Fuß machen. Hallo Hund. Wuff, wuff. Entschuldigung. Die guckt mich an, böse. Ist klar. Das war's. Hier müsst ihr also sein, wa? Willkommen im Hause des Jarls Udalrik vom ehrenwerten Clan Brokvar. Sei gegrüßt. Ich möchte zum Jarl. Tritt ein. Der Jarl spricht noch mit seinem Propheten. Ist bald fertig. Eine Sache. Pass auf, wo du hintrittst. Warum? Der Jarl mag kein Licht. Du könntest stolpern. Ist ein Vampir. Das wollte ich schon immer. Bestimmt wieder eine Mission im Haus. Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. An Krets Tochter? Ja, sie war hier.
Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht, keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Ist der immer so unhöflich? Habe ich etwas Falsches gesagt? Bitte vergib dem Jarl. Es geht ihm derzeit nicht so gut. Ist er krank? Während Krachs Feier schien ihm etwas unwohl zu sein, aber... Verzeih, ich muss zu ihm gehen. Wo ist Ceres? Ich muss sie finden. Keine Ahnung. Frag herum. Na toll. Allerdings. Auf die Idee wäre ich selber gekommen. Ich glaube, ja, Geralt und ich würden uns noch gut verstehen. Wir haben so ähnliche Denkweisen. Als hätten ihn die Götter geleitet. Er sagte, ihre Stellung hätten ihm befohlen in den Sohn. Toll, ich war die ganze Zeit reden. Seine Schulter Ja. bis zum Knochen aufgeschnitten. Der steht von Blaviken, der Riesenschlechter. Ob dir den Arsch schon mit Honig eingeschmiert hält? Respekt, Hexer. Dankeschön. Ja, dann fangen wir mal ein bisschen herum. Wir fahren wir nach Ceres und wir sagen direkt die erste Person hier, die wir sehen. Die alte Frau natürlich, denn sowieso auf dem Kicher. Entschuldigung. Was kann ich für dich tun, Reisender? Kannst du mir die Haare schneiden? Sie hängen mir in die Augen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, wenn er heller sein soll. Das ist eine gute Frage. Was hatten wir ursprünglich? Ich glaube, das hier war. Hilfe, mein Gott! Schon besser. Puschiger Spitzbart, Schnurren und Lippenbart, So, schon viel besser. Ja, rasieren wäre eigentlich mal eine gute Idee. Können wir einen Hund mal fragen, wa? Gibt wohl nicht besonders Antwort. Hast du den weißen Wal gesehen? Nö, aber keinen weißen Wolf. Doof, mir selber. Verzeihung, ich suche... Wir sind beschäftigt. Merkst du das nicht? Nö, Hier gibt's keine Kikimoren. schade. Ja? Heda! Sorry. Es war hier, habe ich gehört. Ja, es ist eine Ehre, die Tochter Ankret. Hallo Huhn? Hallo Huhn, weißt du etwas? Huhn, wo ist Ceres? Das Huhn weiß auch nichts. Sei gegrüßt. Einen Monat lang kaum eine Menschenseele. Und dann kommen die Gäste von weit her wie ein warmer Sommerregen. Bist du müde, Reisender? Hungrig? Eigentlich wieder noch. Ich suche Ceres, die Tochter des Jarl Ankret. Knapp verpasst. Das Mädchen war soeben hier. Wohin ist sie gegangen? Wollte etwas über die Kindheit des Jarls wissen. Ich sagte ihr, dass sie Bergthora und Eirik fragen muss. Wer sind Bergthora und Eirik? Vor vielen Jahren stand Eirik dem alten Jarl nahe. Der Jarl hat ihm geholfen, Bergthoras Herz zu gewinnen. Sie wohnen am Ostrand des Dorfes. Faszinierend. Pass auf dich auf. Sei gesegnet und gib Ceres meinen Segen, wenn du sie siehst. Natürlich. Ja. Säße Brans Sohn auf dem Thron, würde kein schwarzer Hund es wagen, einen Fuß nach Skellige zu setzen. Ein Hexer. Darf ich kurz stören? Brauchst du Hilfe? Reden wir bei einem Bier. Bier ist immer gut. Danke, aber ich habe keine Zeit. Ich suche ein Mädchen namens Ceres. Krach Ankrets Tochter? Sie war hier, aber ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Pass auf dich auf. Aber nichts gegen ein saftiges Lamm. Das ist auch keine Info. Fangen darf nach Ceres, was? Da müsste eigentlich hin, wa? Willst du Schweinshaxen haben, ja? Schon mal gegen einen Drachen gekämpft? Nix. Sven, so ein Held. Grüß dich. Ich suche jemanden. Da hast du Glück. Ich bin zwar vergeben, aber das Dorf ist voller hübscher Mädchen.
Das glaube ich zwar gerne, aber was hübsch. Geralt, hallo? Das ist eine Freundin, Triss. Das und jeden Fall ab. Moment mal, wir es wissen. Hübsche Mädchen, sagst du? Wo denn? Ob eine mir die Insel zeigen würde? Naja, da gibt es Weja. Sehr niedlich. Fassbinders Tochter. Obwohl, nee, die hat Zähne wie Angelhaken. Deborah vielleicht. Ein feines Mädchen. Gerade Zähne. Hat aber ein Geschwulst unter dem rechten Auge. Maja hat ein liebliches Gesicht. Wenn nur ihr rechter Fuß keinen Knochenfraß hätte. Ach, Mumpitz. Wenn ich's mir überlege, ist keine besonders ansprechend. Die ist ja, ja sehr ehrlich, das muss man nicht so gut halten. Andererseits, ich meine, es ist mir eigentlich egal, wenn eine Frau aussieht. Also, ich meine, wir wollen sie nicht heiraten, so, da geht nur darum, dass sie uns die Insel zeigt. Andererseits, gut, wenn es noch eher um so Sache geht, die mit den Zähnen aus Angelhaken ist ein bisschen unpraktisch beim Küssen. Die anderen Geschwulst unterm Auge, naja, wenn es dunkel ist, mir eigentlich egal. Und die mit dem Fuß, in meinem Bett braucht sie ja nicht, von dem her. Ich suche Ceres. Dieses dürre Ding. Schöne Rehaugen entstammt einer ehrbaren Familie. Aber hager wie ein wandelnder Ast. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und ihr Vater... Ha, der alte Krach soll ruhig bleiben. Kein Mädel von den Skelligen stirbt auf ihrer eigenen Insel. Also gut. Sie war vor ein paar Stunden hier. Sie wollte mit meinem Mann Eirik sprechen. Sie sollten am Strand auf der anderen Seite der Insel sein. Danke. Pass auf dich auf. Viel Glück bei deiner Suche. Dankeschön. Die war irgendwie auch ziemlich, hager und so. Die kam mir gar nicht so hager vor. Aber ja, vermutlich mussten die Frauen hier alle, naja, halt ein bisschen kräftiger sein, oder? Das gehört vermutlich hier zum Frauenbild, sag ich jetzt mal, zum Idealbild. Während bei uns im Real Life die Frauen die meisten, wobei es gehört zum eher der Vergangenheit an. So, plötzlich wieder kommen, dass man halt gesagt hat, ja, je dünner eine Frau, desto besser, oder? Am Schluss war sie ja magersüchtig und so, also eine Frau... Wobei es ist immer schwierig zu sagen, wie soll eine Frau sein, das kannst du nicht sagen, ganz ehrlich. Eine Frau soll so sein, damit sie mit sich selbst zufrieden ist, fertig. Also tut zufrieden und sich wohlfühlt, das ist immer das Wichtigste. Gilt eigentlich bei dem Mann auch, also ich verstehe es ja nicht, wieso es immer, aber ist egal. Ja, trotzdem so, gibt halt Männer oder Frauen, ist ja beides natürlich so, sprich es gibt Typen, die stehen eher auf die Sorte von Frauen und Männern, es gibt die Sorte, die stehen eher auf die. Eine andere Sorte und so weiter und so fort. Ich meine, da irgendwie groß gerade zu sagen, ja, Idealbild ist das und das, das finde ich schon ein bisschen nicht korrekt. Das sind Monster oder sind das Menschen? Sehen mir noch Monster aus, wa? Na, die Viecher schon wieder. Naja, kennen wir. Hä? Das sind auch ein paar. Oh Mann, ey. So, dankeschön, Geralt. Jetzt kannst du dein Schwert ziehen. Daneben, Freunde. So leicht man es auch nicht mehr. 400? Krass. Schwärmen rum wie Fliegen auf einem Scheißhaufen. Den haben wir es aber gezeigt. Wir? Du saßt die ganze Zeit auf diesem Felsen und hast um Hilfe geschrien. Hätte ich dich nicht gewarnt, wärst du jetzt Fischfutter. Natürlich. Komm, Geralt, lass mir das bringt nichts. Danke für deine Hilfe. Hilfst du mir nochmal? Oh, muss ich drüber nachdenken. Noch viele Fische zu fangen und Netze zu flicken heute. Keine Zeit für Kämpfe. Keine Ertrunkenen dieses Mal. Es geht um Ceres. Ich suche sie. Hübsches Mädel. Ganz klar aus einem guten Clan. Hab sie hier zurückgelassen, als ich rausgefahren bin, um den morgendlichen Fang zu holen. Hat sie gesagt, was sie wollte? Oder hat sie nur die Aussicht bewundert? Sie hat nach unserem Jarl und seiner Familie gefragt. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte? Wird's eigentlich keinem Fremden sagen. Aber wir haben zusammen unsere Haut riskiert. Ist zum alten Haus von Udalriks Familie gegangen. Dort, auf dem Hügel. Danke. Leb wohl. Yo, Bro, mach's gut. Mann, ey. Also teilweise muss man schon sagen,
Was ist hier los? Ein Sucher nach dem anderen. Aber egal. Wir waren ja vorhin bei einem Frausbild, war? Bei Frausbild klingt das so doof. Idealbild einer Frau, war? Ne, also ich bleibe dabei, eine Frau soll sich so empfinden oder so wahrnehmen, wie sie es möchte, wie sie es gerne hat, nicht so, wie andere es ihr diktieren. Aber ja, gilt natürlich auch bei einem Mann und so, also ist eigentlich immer so. Bei den Menschen, egal aus welcher Herkunft, welcher Nation, natürlich gibt es irgendwelche Ideale immer, die Eltern schreiben was vor, die Kultur, die Gemeinschaft, whatever. Aber ganz ehrlich, wir leben nicht mehr irgendwie im Mittelalter und so, wir sind im 21. Jahrhundert, da kann man schon, will ich doch hoffen, das zumindest mal, ja, akzeptieren. Wie jeder halt sich findet und finden möchte. So, genug davon, weiter geht's im Spiel selbst. Gerald, haben wir gerade ein bisschen verritten. Komm schon. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Sven. Series im verlassenen Haus. Okay, machen wir. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange, Leute. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn eine Quest spannungsweiter ist, wenn es eine Quest nach der anderen reiht. Kein Problem, hatten wir vorhin ja auch da mit dem Eisriesen und so weiter, sprich mit dem Halmar. Aber wenn es so eine reine Suchquest wird, ich meine, hallo? Ist da irgendwie, gehen Entwickler die Ideen aus? Nee, eigentlich nicht. Da habe ich jetzt noch nichts davon gehört, dass irgendeine Quest langweilig sein soll. Oder ähnlich, wohl eher, dass eine Quest ein bisschen länger dauert. Oder halt ein bisschen verpackt ist. Aber ja, langsam. Gut. Nee, plötzlich bleibst du mal hier, ist noch ein bisschen sicherer. Tja, dann suchen wir mal, wa? Sie könnte hier sein. Hallo! Wohl eher weniger. Frische Fußspuren. Verdammt, vielleicht stimmt was sonst nicht. Ja, ich höre es auch. Was denn da vorne? Seht ihr das? Ganz kleiner Fleck? Oh, verdammt. Das Tropfen von oben nach unten. Ich dachte erst, es wird irgendwie hier. Ach du Scheiße. Servus. Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Gerald, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalrik geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich habe dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalrik helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte ich das Schwert gefunden. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalriks Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalrik zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalrik und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalrik. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalrik, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalrik an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Ihr Vater dachte wohl, dass harte Arbeit auf See die beiden wieder zusammenschweißt. Seefahrten sind für uns wie eine Kur. Leider hat die Kur dieses Mal nicht geholfen. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalrik hatte mit den Segeln zu tun und sein Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen.
Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalrik immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalrik ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjord gesprochen. Der schwört, dass Udalrik erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjord falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalrik ab, wenn wir ihm Brokva geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalrik haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalrik gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Sie hört einfach auf ihn. Ich hätte gedacht, sie als stolze Skelligerin. Aber egal. Alter, vor allem die Namen ständig. Ich weiß, es ist eine Anlehnung an Wikinger und so weiter, aber teilweise denke ich mir einfach nur, entweder das jetzt rein zum Zungenbrecher oder solche Lautdinge, wie so kaum was sagen kannst. Alter, was ist hier los? Ist das Teer, was da runter tropft? Sieht so aus. Ich finde das schön, wenn es Brock war. Wer hat sie wohl K.O. geschlagen? Das ist eine gute Frage. Klopf, klopf. Ja, hier spukt's schon. Die Frage ist nur, ob es wirklich, ob es wirklich Aki ist. Soll vermutlich Regen sein, war aber ganz ehrlich, so sieht so Regen aus. Alter. Nichts los hier, okay. Wo geht's denn jetzt in den Keller? Hä? Verwirrung. Da ist doch etwas. Das ist so verdammt laut hier. Da geht's runter, okay, da wäre dann richtig. Hinter oben hoch. Schätze wenig, aber es sind davon sowieso noch eine Tür. Kommt da normal raus? Ja. Na, hier wird's hochgehen. Müssen wir verarschen gehen? Da kommt ich nicht durch, da geht's einfach nicht, ey. Clipping-Fehler vom Allerfeinsten. War da gerade etwas? Aber ganz irgendwie so. Alter, hier ist etwas. Ich hör's doch. Speichern? Ne, wird wohl nicht nötig sein. Aber direkt erstmal hier. Speichern. Wo ist die Treppe? Die Leiter, ich bin jetzt schon wieder. Oh, verdammt. Ah, da. Geralt. Benutze doch mal! Mann, er will nichts! Jetzt. Für meinen Geschmack ziemlich laut. Ja, ein, zwei Dinge sehe ich dort. Aber will ich die überhaupt sehen und wissen? Natürlich wollen wir, wa? Das schwappt dort, das kann nichts Natürliches sein. Seid ihr bereit? Ich bin's nicht, aber egal. Wir haben Gwen drauf, wir sind cool. Wir haben, zum Not nehme ich halt hier noch die Bombe. Komm, wir haben 3 Stück, eine kann ich ruhig schmeißen. Hallo! Hä? Das ist ja gar nichts.
Was war denn das? Alter, bin ich gerade erschrocken? Ich wusste, was kommt, aber... Plötzlich stand der Him. Was Him? So ein Schatten, ich dachte so, das ist hinter mir. Nee, doch nicht. Was zum Henker? Da geht ja das ganz, ganz Schräges ab, Leute. Von hier aus sieht es echt gruselig aus. Wird irgendwie so ein Kapuzenmann dort links hinten, so eine Geistergestalt und dort unten es wird irgendwie so ein Sumpf des Bösen, was auch immer. Alter Schwede. Meiner an die Hose gemacht. Na, kommt er noch? Kommt er? Nö, kommt nicht. Okay. Gut, sie ist noch hier draußen. Frieden ein bisschen, aber egal. Hast du das Schwert gefunden? Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Ich würde ja sagen, nach... Wie kommt eine Ziege hier rauf? Ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber... Also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas... Oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Jennifer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Jennifer kanntet euch schon. Tja, mit Jen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Jetzt eigentlich erwartet, dass er etwas sagt bezüglich dem Fluchen so weit, also Fluchen, Zauber vom Djinn. Aber nö. So, zurück mit ihr. Pass auf, wohin du gehst. Him, was war Him? Da stand echt Him. Irgendwie so ein seltsamer Schatten in der Wand. Sag ich mal, Leute sind ja richtig übel werden. Heiraten können. Aber vermutlich erst im nächsten Part, weil der ist sowieso gleich vorbei. Jetzt die Frage, Uldrig, wo ist er? Muss ich mit Ceres noch weit marschieren oder sind wir gleich da? Und? Nix. Wo ist Jennifer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Schau, da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerzt in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste. Weißt du noch? Ich habe euer Gespräch zufällig mitbekommen. Keine Sorge, das war nicht geheim. Auf den Inseln weiß jeder, dass Jarl Udalrik die Stimmen der Götter hört. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Wütend, dass du mit deinem Bruder Frieden schließen willst? Sind die Götter der Skelligen so grausam? Sie sind gerecht. Die Gerechtigkeit verlangt, dass man den Toten gibt, was ihnen gehört. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend.
Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Jo, denke ich auch. Aber das machen wir, Cerise als... Wo gehst du jetzt hin? Okay, sie bleibt hier. Ja, Freunde, das machen wir dann erst im nächsten Part. Hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, ciao zusammen.